Ich musste die Menschen verlassen, weil ich ein Panther bin. Und genau so wirst du einst die Wölfe verlassen, weil du ein Mensch bist. Deine Wolfseltern und deine Wolfsbrüder lieben dich, als wärst du einer von ihnen. Aber die anderen Wölfe spüren genau, dass du anders bist als sie. Der Shere Khan hetzt sie gegen dich auf und er wird sie noch dazu bringen, dich für ihn zu töten. Natürlich kannst du darauf vertrauen, dass deine Familie dir helfen wird. Auch der Balu und ich werden dich verteidigen. Aber die anderen sind viel mächtiger als wir. Mowgli, du darfst nicht warten, bis sie dich angreifen. Ich weiss, Bagheera, du würdest mich nie anlügen. Aber es fällt mir so schwer, dir das zu glauben. Was soll ich nur machen? Weisst, Mowgli, als ich bei den Menschen gelebt habe, habe ich die rote Blume gesehen, die sie dort haben. Sie sagen ihr Feuer. Die Blume wächst in eisigen Töpfen und frisst Holz. Sie ist sehr heiß und gefährlich. Alle Tiere vom Dschungel haben Angst vor dem Feuer. Am besten, du laufst in der Nacht zu den Hütten der Menschen und holst ein bisschen von dieser roten Blume. Zur Sicherheit. Der Mowgli hat auf den Rat von seinem Freund hören, auch wenn es ihm schwer gefallen ist. Als es dunkel geworden ist, hat er sich auf den Weg zu den Menschen gemacht. Auf dem Weg dorthin hat er auf einmal gesehen, wie im Tal unten die Wölfe einen grossen Hirsch gegen den Akela getrieben haben. Der alte Akela ist am Hirsch aufgekumpelt, aber der war so stark, dass er ihn einfach abgeschüttelt hat und davongelaufen ist. Die anderen Wölfe haben dem Akela nicht etwa geholfen. Nein, sie haben nur höhnisch gekühlt über seine Schwäche. Wo der Mowgli das gesehen und gehört hat er keine Sekunde mehr daran gezweifelt, ob ihm der Bagheera die Wahrheit gesagt hat. So schnell wie ihn seine Füße gedreht haben, ist er zum Dorf am Fluss gerannt. Und gerade bei der ersten Hütte hat er ein Kind mit einem Topf voller Glut am Boden hocken. Das Kind hat die rote Blume mit Holzstückchen gefüttert und grosse Flammen haben aus dem Topf gezüngelt. Der Mowgli ist aus seinem Versteck rausgesprungen, hat am Kind den Feuertopf entrissen und ist damit zurück in den Dschungel gerannt. Er ist gerade noch rechtzeitig beim Versammlungsplatz der Wölfe angekommen. Wo der Vollmond über den Sioni-Bergen aufgegangen ist, hat der Mowgli gesehen, dass die jungen Wölfe den Akela von seinem Felsen abgeschupft haben. Und ganz aufgeregt haben sie gerufen: Shere Khan, nimm du seinen Platz ein. Du sollst jetzt unser Anführer sein, Shere Khan. Ja, aber nur unter einer Bedingung. Tötet den Akela. Und dann treibt mir den Mowgli zu. Er gehört mir und ihr wisst das.